Als Jungmädchen war Marianne Majerus die echt Nopech vom Escher Junge Lycée. Haut lief sie zu London. Gouf schon purmal ausgezeichnet als beste Guardefotograf vom Jahr. Die geheimen Gärten Luxemburgs hechte Fotoband. Marianne Majerus a François Maas hunn herausbrütt beim Verlag Binsfeld. Marianne Majerus und François Maas überraschen uns mit einem Buch aus dem Binsfeld Verlag. Die geheimen Gärten Luxemburgs. Ja, den Titel, ich weiß nicht, ob den Titel ob Substanz vom Buch hinweist, aber sie Leute, die einfach froh sind mit der Natur, mit den Pflanzen, die machen für sich und oft ist das eine Detente und quasi eine Meditation für am Garten zu schaffen. Marianne Majerus von Esch lebt heute mit ihrer Familie zu London. Marianne war ein paarmal internationale Guardefotograf vom Jahr. Sie ist verwundert, wie viel individuell und einzigartige Gärten zu Lützeburg gibt. Am Allgemeinen ich fand das all Gärten, den du am Buch hast, das einfach authentisch Gärten sind, die Personalität von den Besitzer, von den Gärtner exprimieren. Weil sie der zur Fotografie kommen. Eigentlich, dass ich interessiert sind an der Fotografie und noch vielleicht in die Blumen als zurückzuführen, teilweise bei einer Lehrerin, die ich hatte am 3. und 4. Schuljahr, die von Marie Hahn. Und die hat mir eigentlich dann abgemacht für schwarz-weiß Dokumentarfotografie. Aber ja, wie fertig war, mein Papa, das hat dann zu meiner Mama gesagt, oh, ihr weißt, was Marianne lo mischt, das hat ich auch immer gerne gemacht, als AI-Fotograf sind. Du warst zwar irgendwie bald nicht froh, weil ich fand, dass ihn nur rausfindet, dass den vielleicht seinen Eltern hier unausgesprochen Desiren lebt. Wir haben Marianne Majerus begleitet, weil sie zu Reding und der Art hat, der Guard von der Schummerschmiede fotografiert hat. Das eng Gegend, mit der ich eine persönliche Relation habe. Und ich meine, John Huberti hat die auch. Sie hat ja erkannt, hat nur dabei verbrüscht. Sie hat an dem Garten eine ganz spezielle Welt kreiert, die ganz sensibel und elegant ist und auch der Platz treu bleibt. Mauern, Hecken. Sie machen aus diesem Garten eine große Varietät. Beim Jean hat ihn oft gefühlt, dass er nicht in eine richtige Linie gehen kann, dass er muss den Hecken an den Piet und da folgen, für auf sein Ziel zu kommen. Und das ist natürlich in sich schon sehr Charme. Dass er nicht viel geschrieben hat, dass er auf einer Linie muss gehen. Ein Garten braucht Zeit. Der Schummischgart zu reden hat Zeit. Zeit zu wurzeln. Zeit, den eigenen Charakter zu kreieren. Zeit für ihn hält sich ein Proprietärin. Er tut ihn den Eindruck, wie wenn da viel NRW wird. Oft muss ich relativ sehr Gart versuchen zu verstehen und zu erleben. Ich weiß immer schon normalerweise, was die nächste Foto ist. Ich gehe eigentlich nicht so lange durch gucken, was man als nächstes. Aber was mich natürlich oft, und was mich in der Gärte interessiert, ist teilweise das Ephemer, an Heinz zu stehen an deinem Garten und denken, Mama, kann wie alles mit einer unheimlichen Kraft und zur gleichen Zeit stirbt dann gedreht neu Geburt. Marianne Majerus und den Architekt Jim Clemens waren eng Zeitnoperen. An der Escher Ulzestraße, wo die Eltern gewohnt haben. Ich finde Escher eine ganz flotte Stadt, für groß zu gehen. Es waren Leute von allen sozialen Schichten und wir sind alle mal an die Schule gegangen und haben uns auch alle mal nicht verstanden. François hat mich echt nicht dazu unterstützt, dass es überhaupt bereit war, den Text zu schreiben. Was auch ganz viel Engagement war. Es hat mir auch geholfen, dass es natürlich ganz viele Leute kannten, dass auch zur Platz ist, aber wusste, wie die Saison avanciert war. Da sind wir auch noch oft zusammen zur gleichen Zeit an den Garten gegangen. Was doch ganz gut ist, weil dann ist der Text natürlich auch, ich weiß auch, derselbe Moment wie die Bilder. Die geheimen Gärten Luxemburgs. Wir wünschen dem Buch aus dem Binsfeld Verlag viel Erfolg.